klar, gestern Nachmittag. Du bist wirklich super gut, ist der Zirkusdirektor dein Vater? Ramona kann gerade keine Antwort mehr geben, weil plötzlich alle anderen Kinder der Klasse um sie herumstehen und alle irgendeine Frage an sie haben. Die Karin ist ganz stolz, dass sie als eine der wenigen die Ramona schon in der Manege erlebt hat. Und heute Nachmittag gehe ich nochmal, entscheidet Karin. So viel Kleingeld hat es sicher noch im Sparkasseli, um den Eintritt zu zahlen. Ein Stückchen vom Heimweg machen die beiden Mädchen zusammen. Wenn du Lust hast, komm doch heute in die Nachmittagvorstellung. Ich lade dich ein. Die Karin ist glücklich und stolz. Schon eine halbe Stunde vor der Vorstellung schlendert Karin auf dem Platz umeinander, wo das grosse Zirkuszelt und die vielen Wagen stehen. Dann geht sie zu der Frau an der Kasse. Ich bin eingeladen worden von der Tochter von... Ah ja, ich weiss Bescheid. Die Tochter von unserem Zirkusklon. Was? Klon? Karin verschluckt sich fast vor Enttäuschung. Sie ist sich doch so sicher gewesen, ein Mädchen, das aussieht wie eine Zirkusprinzessin, muss ohne Zweifel auch die Tochter vom Zirkusdirektor sein. Und jetzt das, die Kleine von unserem Clown. Aber dann fängt die Vorstellung an und Ramona winkt ihr zu, wo sie in die Manege hineinreitet. Während der Clown-Nummer probiert Karin das richtige Gesicht von der Ramona ihrem Vater rauszuziehen, aber es geht nicht so gut. Es ist richtig toll, das ganze Programm. Aber wie schon beim ersten Mal, am besten gefallen der Karin die Nummern, wo die Ramona dabei ist. Nach der Vorstellung führt Ramona ihre neue Freundin zu den Tieren und erzählt dabei, dass sie später dann einmal am Trapez arbeiten will. Dann gehen sie noch in den Zirkuswagen und Ramona bietet der Karin ein Limo an. Ich habe gar nicht gewusst, dass Zirkusprinzessinnen auch in die Schule gehen müssen. Ja, eben. Der Zirkus hat keinen eigenen Lehrer. In diesem Augenblick geht die Wagentür auf und der Ramona ihren Vater kommt hin. Du bist heute richtig gut gewesen, Prinzessin. Bravo. Aha, das ist sicher deine neue Freundin. Der Clownvater macht eine galante, tiefe Verbeugung vor der Karin und lacht dazu verschmitzt. Dass jemand vor ihr einen Knicks macht, das ist noch nie passiert. Die Karin wird ein bisschen rot. Und dann muss sie lachen. Ist eigentlich auch gut, einen Klon zum Vater zu haben. Einer, der die Leute zum Lachen bringt und einen so richtig fröhlich macht.